Ähm, Bonjour alle Guten, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute auf einer Pressekonferenz. Am Juni 2020 hat das Europaparlament eine Enquete-Kommission über Transport von Deren abgesagt. Gestern war die letzte Reunion von dieser Enquete-Kommission. Heute gibt es den Rapport gestimmt, um Niveau von der Kommission. Und ich freue mich, dass mal frisch von Brüssel an direkt live an Anfaf Tilly Metz, die Präsidentin von der Enquete-Kommission, bei Eishun. Madame Metz, wie laufen die Voten? Was sind die Konklusionen, die dir an dem Jahr von der Arbeit von Ihrer Enquete-Kommission da sehen, was der Schutz von deren bei Transporter an der Europäischen Union, mehr auch der Bausend geht? Vielmals merci, Christoph Schröder. Ja, ich bin noch ganz froh, viel dann dabei sind, das effektiv für mich natürlich ganz besonders als Präsidentin von dem Untersuchungsausschuss für den Schutz von den Tieren während dem Transport ein ganz wichtigen Tag, weil nur 15 Main tun wir effektiv haut den Wort gehabt, de Moyen bis halb eng waren Voten über d'Amendementer, also über Änderungsvorschläge und aber auch über Kompromisse, die dort zusammen gefunden sind. Und auf der anderen Seite, als den Oven dann ab 4:45 fertig das Vote abmachen, für dann the Final Vote, wo es auf der einen Seite darum geht, ein Rapport, und auf der anderen Seite aber auch Rekommendationen geht, was die Zukunft von den Dierentransporter an der Europäischen Union, aber auch darüber raus, wie das soll aussehen. Wichtiger Punkt, dass vielleicht das effektiv hat Milo haut gestimmt und dann noch den Ofen stimmen, das lokal legislativen Text. Mit das aber ganz klar, dass die Rekommendationen, die dolo ausgeschafft waren, die ausgeschafft sind, dass die eben auch benutzt gehen für die Revision, die schon annonciert ging, von der Kommission, von der famosen Reglementation über deren Transporter, die von 2005 war. Das ist wirklich Spaß. Gestern hat die Kommission mir auch gesagt, nur als im letzten Debat gestern, hat die Kommission mir auch gesagt, sie wären immens froh, dass wir die all die Arbeit gemacht hatten, weil muss ich wissen, wir haben die letzten 15 Monate hat mit 10 Hearings mit Experten und über 50 Experten gesehen, sowohl Tierschützer natürlich, aber auch Transportfirmen, auch Autoritäten aus den Memberstaaten. Wir sind auf den Terrain selber gucken gegangen, wie die Sachen laufen. Wir hatten 3 offizielle Missionen, ich bin aber auch mit ONG auf inoffizielle Missionen gegangen. Das heißt, das ist wirklich eine Arbeit von 15 Monaten, die do zu angeht, allo als die letzte Schritt, wie gesagt, den Abend, als der Wort über den Final Report, und noch über die letzte Version von den Rekommendationen. Und da geht am Januar gehen dann die Rekommendationen, die gehen auch an Plenär zu Straßburg, dann durch den Wort. Das ist also, wo wir dran sind, und schon nicht mehr spät, wie für eine kleine Stunde, das Resultat der gut von den Amendementen und auch von den Kompromissen, die durchgegangen sind. Und da hatten wir gering nach 3 zusätzlich Alternativkompromisse proposiert, von denen zusätzlichen Alternativkompromisse, die eben mehr weit nachgegangen sind da 2 auch durchgegangen, notamment die über deren, die noch nicht aufgesetzt sind, das heißt, die noch nicht severiert sind, dass die nicht dürfen transportiert gehen in 35 Steg. Aber wenn sie mehr als für 35 Steg an Abend noch nicht aufgesetzt sind, dass sie da können ein Maximum von 2 Stunden dürfen transportiert, die mir auf keinen Fall mehr. Das heißt, das ist ein immensen Fortschritt par rapport zu was wir heute tun, wenn wir auch durchgucken durch die Alternativkompromisse, dass deren, die trächtig sind, also schwanger deren, dass die an ihrem letzten Drittel von ihrer Schwangerschaft gar nicht mehr dürfen transportiert gehen. Das waren also Alternativkompromisse, die wir durchgucken, was wir nicht durchgucken, und da muss man eben dafür kämpfen, am Januar an der Plenär, dass das generelle Dauer von den Transporten von all den Tieren, nicht nur Tieren, die sollen geschlecht gehen, aber auch sogenannten Zuchttieren oder auch Tieren, die von einer Platz auf die andere transportiert, die für gemischt zu gehen, dass die generelle Transportzeit nicht über 8 Stunden gehen. Das kriegt man nicht durch, das ist just Durchgang für Tieren, die sollen
Schulen geschlecht gehen. Das etwas, was das ledet, wo wir aber werden dann massiv darauf zielen, dass man den Schritt unterkriegen an der Plenjahr am Vot am Januar. Oh, Christoph, erscheren dich nicht? Vielmals merci, das war ein großen Überblick vor allem über den Dach Haut. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, war die ja 1233 am Amendement, Änderungsvorschläge, die rausgekommen sind. Ja. Das ist natürlich dann Haut auch, wenn à distance gestimmt wird, ganz großen Auftrag, die dann gemacht wird. Kinder vielleicht an pur Sätze auch zur Summe fassen, wie den Rapport ausgeseit. Was sind die Hauptkonklusionen, ob die da kommen sind? Mit wie enge Vorschläge geht dann eher Kommission an die Pläne im Januar? Also effektiv hat den 1233 Änderungsvorschläge, mit der sowohl auf der Rapport wie auf die Rekommendationen. Und aus den 1233 Änderungsvorschlägen sind nun 97 Kompromissvorschläge gemacht, das heißt, die regruppieren dann ganz viele Änderungsvorschläge. Aber wie gesagt, du nach 3 Alternativkompromissvorschläge, die von den geringen Ausgang aus, aber dann auch vielleicht von den Sozialisten unterstützt gehen aus, aber auch andere Leute von Renew, also von den Liberalen, die das mit unterstützt, wie von der Link. Also das heißt, das, was dann rauskommt, das heißt, man hat nicht die 1233 aufgestimmt, mit all die Kompromissvorschläge. Ja, wie gesagt, was da rauskommt, als ein riesigen Fortschritt zu der aktuellen Situation. Auch von mir, wie gesagt, werde für die Pläne ja noch hoffen, nach ganz kleinen Schritten ein bisschen mehr weit können zu gehen. Also, was wir rauskriegen, das eben am Prinzip eine Transportdauerlimitation von 8 Stunden für deren, die sollen geschlecht gehen. Was wir rauskriegen, das ein Export außerhalb von der EU, nehmen der Länder gehen, die nämlich Standarden haben, was deren wohl angeht, die man so gut ist, wie das, was man in Europa haben. Das heißt, da gibt es wie einen sogenannten White List, eine Liste gemacht, mit Ländern, wo dann exportiert nach der gehen. Was man rauskriegt, wie gesagt, dass deren, die noch nicht aufgesetzt sind, dass die im Prinzip nicht dürfen transportiert gehen, wenn sie nach keinem 35 Station. Aber wenn sie 35 Station Maximum 2 Stunden, und dass alle vulnerabel deren, wie eben End of Career, das sind dann zum Beispiel Müllischkei, die ausgedenkt, wenn ich so darf sagen, dass die ein Maximum von 4 Stunden dürfen transportiert gehen, und dass man eben überhaupt mehr rigoros Kontrollen kriegen, mehr harmonisiert Kontrollen durch ganz Europa, was natürlich Platz angeht, Temperatur angeht, Humidität angeht, also die Feuchtigkeit, Platz, die Tiere nun, dass das mehr systematisch kontrolliert wird, dass doch eine bessere Kommunikation ist, eine bessere Formation auch von den Leuten, die das sollen machen. Wir werden kämpfen für am Januar, dass man die 8-Stunden-Limit nicht nur für deren Hunde, die geschlecht gehen, aber generell auch für Zuchttieren, auch für deren, die sollen gemascht gehen, und dass man auch ein klares Limit kriegen, was Zeit geht für den Transport von deren auf Schiffe. Vielmals merci. Thomas, gehe ich Wort führen und ich gut dir freuen und Madame Metz. Christoph kann vielleicht noch etwas dabei, so weil aber vielleicht wichtig ist zu sagen, aber mich als Präsidentin noch ganz zufriedenstellt, dass man auf der einen Seite ja Rapport haben und auf der anderen Seite Rekommendationen, und dass der Rapport trotzdem du ganz unterschiedliche Kräfte sind an dem Untersuchungsausschuss, mit der wirklich Konsensus Ginas am Rapport für zu sagen, wir haben Probleme. Wir wissen, dass die Reglementation von 2005 verschiedenartig interpretiert wird. Wir brauchen mehr Kontrollen. Wir müssen etwas machen für den Schutz von den Tieren besser können zu garantieren. Wir waren auch verstanden an dem Ausschuss, dass kollektiv
effektiv versoen a mir hun net fertig spricht mat der doter Reglementation von 2005 wirklich steiere während dem Transport zu schützen an darüber muss ich so sind ich ganz froh dat du wirklich ein Konsensus gouf an darüber muss ich auch so war ich überrascht dat man do wirklich Konsensus kriegte dat wollte ich wirklich nach so wenn man nach wichtig okay vielmals merci so, Frauen von Seite von der Journalisten vielleicht macht er einfach das Mikro ab, wenn der irgendwo wird. Madame Kollwälder, Madame Dahm, Herr Kemp. Da war ich noch ganz klar oder schon nicht total überfordert mit all meinen Informationen. So, Guy. Ja, hallo, ja, mein Guy Kemp. Ich wollte fragen, du hast ja da inoffizielle Missionen gemacht oder gesagt an ihren Bericht, die wird ja auch abweisen, was die konkret verstehslos sind gegen die Gesetzgebung 2005. Kann da ein bisschen erzählen, was dann da verbessern muss gehen. Schon unter so vom Terra, also vom Terra ja auch Feedback gekriegt. Und das könnte ich darüber sagen. Ganz gern, Herr Kamp. Jo, also wer dem mal wirklich Terra feststellt, dass erstens deren nicht genug Platz, das Platz für sich überhaupt können zu lehen, das aber auch Platz für können anständig zu stehen, dann ist auch ganz oft das Problem von Temperaturen, von langem Werden, auch zum Beispiel, ich war auf der bulgarisch-türkischen Grenze für raus aus der EU, wo dann heinst du ganz lang Schlange sind am battere Summer, wo deren net aufgelöde gin alloke dat ze misisten aufgelöde gin, dat techt also viel hëtzt zuviel eng auch Fichtechkeet, kein Achse zu trinken oder wann ein Drinkesystem do hast. Ich muss ich ehrlich so an Schwabe Lona Wellen AW wird den Drinksystem ganz oft nicht funktioniert op alle Plätzen, dass du dann an der verschiedenen Ecken vom Kamion an da musst du noch als der dann op die verschiedene Plätze kommen an der nicht überall funktioniert, aber doch dramatisch wenn dat jung Dere sind, die wissen überhaupt nicht wie das System funktioniert. Das heißt, du musst man dann nur wieder trinken für das Wasser könnt, das heißt, die Systeme, die Drinksysteme nicht immer funktionieren. Aber wenn sie sogar funktioniert, tun wir es nicht immer, wie sie könnten nutzen, weil die Nachfaststellt, dass die Tiere nicht aufgelöst gehen, alors dass der viel gesehen ist, dass sie nicht gefiedert gehen, schwarze auch von hohen Temperaturen. Ich kenne gerade so gut so in Tieren, die an der Kasachstan oder Tschechien transportiert gehen, nur in das Zeiten, wo es schrecklich kalt ist. Dann habe ich auch Transporter gesehen, wo deren von verschiedenen Alteren gemischt waren. Das heißt, da waren wohl auch deren dabei, die eben noch nicht aufgesät waren, an die wirklich am Anfang nach gar nicht konnten aufhängen, also wo Wasser sowieso nicht adaptiert war. Aber die generell Personen, deren, die noch nicht aufgesät sind, das quasi unmöglich, die artgerecht zu transportieren. Und dafür haben wir auch da die ganz strenge Regelung gefragt, dass deren die noch nicht aufgesät sind an mehr Jungs wie 35 Stehstand in die überhaupt nicht soll transportieren. Und das tun noch sämtliche Experten alles gesagt. Weil ich muss ja auch sagen, die Bilder, die ich gesehen habe von den Tieren, die suchen ja nach. Und die können überhaupt nicht mit dem System aufhängen. Ihren Immunsystem ist noch ganz schwach. Das heißt, dafür haben wir da ganz klar gesagt, so junge Tiere sollen gar nicht transportieren. Das eben just als Beispiel, aber natürlich das Problem, von den Hauptproblemen ist, den ich noch nicht gesagt habe, das Dauer von den Transporten. Das heißt, Olat sind lo bis zu 29 Stunden mit einer Stunde Pause. Das heißt, du aber dann im Kamion bleibst als der. Das ist immens lang Stunden. Und dann ist es so, dass noch 29 Stunden müssten deren dann aufgelöst, die 24 Stunden, aber da geht es drin bei 0 un. Ne? Das heißt, was mir lo aber gefragt von heute, dass das absolut maximal Zeit soll bis zur Destination 8 Stunden sind. Und wir hätten das eben gerne für sämtliche Tiere und nicht just für Tiere, die eben Geschlecht geben, wie gesagt, auch für Tiere, die sogenannten Zuchttiere, und da muss es noch
muss ich nachkontrollieren, ob es wirklich zur Zucht ist oder ob sie dann just die Etikett eben lo kreen, weil eben lo an der Rekommandationen Durchgang ist, dass die 8-Stunden-Limit just soll gelten für deren, die geschwächt gehen, und nicht für Zuchttieren und auch nicht für deren, die sollen gemischt gehen. Das heißt, wir brauchen auch viel mehr für alle Regeln, auch die aktuellen noch sind, brauchen wir mehr Kontrollen. Ich hatte doch schon gesagt, mehr harmonisiert Kontrollen und auch mehr harmonisiert Sanktionen an der EU. Weil sonst empfuhren sie sich. Das Lot Trümmer zum Beispiel, dass ein Land wie Österreich ganz viel empfuhrt, weil die anscheinend verifiziert mehr Kontrollen machen. Merci. Ihnen noch eine Rückfrage? Nee, vielleicht noch ein weiter froh, von der geht. Ja. Ich wollte vorhin oder eine Ahnung schon, welche Länder das noch die weiß löscht könnte kommen. Ich denke, das sind so Länder rundherum Europa, weiß nicht, ob in die besseren Tierschutz haben, also was Transporte überlangt wie die Europäer. Und welche kommen da froh, ob die weiß löscht oder doch schon eine Ahnung. Ja, also effektiv werte man, wann es zu so einer Lust können, was mir wirklich hoffe, weil auch das, also Kompromiss, erinnert ihr schon Petitionen von den Jungbauern, die haben ja etwas an dieselbe Richtung gefroht. Am Moment ist es so, dass besteht schon eine Lust von Ländern, wo wir importieren Fleisch, das heißt, wir importieren Fleisch, und da wird gesagt, man ja just von den Ländern, wo die Schlechthäuser dieselbe Kriterien, Standards von deren wohl haben, wie wir in der Europäischen Union. Da gibt es also schon eine Liste, was zumindest mal die Schlechthäuser angeht, die wir anerkennen. Zuletzt habe ich mir das echt gedurcht an der Idee von Fleisch, was wir eben importieren. Das heißt, du hast schon gewissen Länder, was natürlich, du sind die Länder, wo man vom Nahen Osten oder Nordafrika, die sind am Moment da gar nicht drauf, das ist aber da, wo hauptsächlich dann Kälber aus der EU hingehen. Das heißt, dort wird schon eine Änderung gehen, und da muss ich eben und das ist auch ein klarer Appell, die wir machen durch die Rekommendationen, dass wirklich die Kommission sich mit mehr schaut, das zu kontrollieren. Und da geht es ja nicht nur darum, zu gucken, auch wie sind Schlechthäuser an denen Länder mehr überhaupt, gehen die Resting Place, das heißt die Rastplätze für Tiere, sind die effektiv da, sind die effektiv konform, mit dir hat recht, höchstwahrscheinlich geht es mehr einfach für Länder wie die Schweiz, wie Großbritannien, wie Norwegen, auf die Liste zu holen, die natürlich mehr noch sind. Und dann, also ja, aber dass man muss an den 8-Stunden-Limit bleiben für deren, die sollen geschlecht gehen. Das ist ein immense Fortschritt, wenn ihr guckt par rapport zu den 20 Stunden. Und da geht es doch, und das sollte noch schon leid, für verschiedene Leute geht es dann auch nicht mehr rentabel, wenn sie 8 Stunden dafür fahren, und dann muss man so, dann machen sie eine Pause 24 und dann 8 Stunden fahren. Das geht für verschiedene wirtschaftlich gesehen, gehen da verschiedene Transporter, und das will man ja auch nicht mehr rentabel. Wir fordern sowieso, dass bis zur Enddestination nicht mehr wie 8 Stunden dürfen transportiert gehen. Merci. Weiter Fragen? Ja, dürfte ich auf Deutsch fragen? Wäre das okay? Natürlich. Sie können gerne trotzdem antworten, nur sprechen können es nicht. Sie haben ja davon gesprochen, dass man auch nicht nur die Regeln an sich ändern muss, sondern eben auch besser kontrollieren, harmonisierter kontrollieren und so weiter durch die EU hinweg. Was muss sich denn da konkret ändern, damit man das sicherstellen kann? Wie stellen Sie sich das vor, dass man da die Kontrollen auch sicherstellt? Also was für Maßnahmen würden sich jetzt von der Kommission wünschen in dieser Änderung der Gesetzgebung, die sicherstellen könnten, dass diese Kontrollen auch besser vollzogen werden in allen Mitgliedstaaten? Also dafür müsse es ganz klar
internationale Abkommen müssen dann entstehen, wo man eben offiziell eben sowohl die Standards, die in anderen Ländern bestehen, auch anerkennt. Also da müssen schon internationale dann Abkommen, die das garantieren und das auch kontrolliert haben mit den Autoritäten der Länder, dass die gleichen oder eventuell höhere Tierwohlstandards auch respektiert werden. Also da wird schon eine ganze Prozedur verlangt von der Kommission, um das auch nachvollziehen zu können, effektiv. Darf ich noch mal kurz nachfragen? Es ist auch, das heißt, das ist das, was Sie über die Kontrollen und so weiter gesagt haben, ist es eher ein Problem in Drittstaaten oder ist es auch ein Problem innerhalb der Europäischen Union, dass es da nicht genug Kontrollen gibt, was die Bedingungen angeht? Nein, das ist ganz klar. Also es geht nicht nur um die Drittstaaten. Also 10% der Tiere werden effektiv exportiert. Aber die Probleme, die wir feststellen, alles, was ich gesagt habe, die Bedingungen der Tiertransporte, nicht genügend Platz, Trinksysteme, die nicht funktionieren, Temperaturen, die zu hoch sind, Tiertransporte, die zu lange dauern. Also das gilt alles auch für die Europäische Union. Es ist nicht, dass ich also wir müssen auch bessere und harmonisierte Kontrollen innerhalb der EU haben. Wir müssen eine Reglementation haben, die auch besser anwendbar, klarer zu interpretieren ist. Weil wenn wir sagen, ja, wir brauchen genügend Platz, wir brauchen genügend Wasser, das sagt eigentlich nicht viel aus. Also wir brauchen auch ganz klar bessere, auch wissenschaftliche Informationen, um bessere und klarere Regeln darzustellen. Und alles das fragen wir jetzt auch in diesen Recommendations, also die wir jetzt festgelegt haben. Dankeschön. Also nur um vielleicht für klar zu sagen, also mir dringend fordern, als natürlich geht, und dafür werden wir auch massiv als ersetzen für die Pläne am Januar, das ist eben, dass die 8 Stunden für sämtliche Tieren eben gelten, die Limit vom deren Transport auf 8 Stunden für sämtliche Tiere, vulnerabel der ja 4 Stunden, dat aslo schon an der Rekommandationen gesehen, aber mir gering auch gefordert tun, das 2 Stunden Maximum für deren, die noch nicht aufgesetzt sind, dat as Orlo 4 gesehen. Wie gesagt, mir gering hun natürlich mat vereinzelte Leid von den Sozialisten, mat vereinzelte Leid auch von den Liberalen, dann noch ganz vereinzelte von den Konservativen, wurde man natürlich lo verschiedenes nach May stark für Pläne notamment, dass die 8 Stunden für sämtliche deren Transporter gelten, dann nicht just für deren, die sollen geschlecht gehen. Aber wie gesagt, die Rekommendationen, wo man Kompromisse an Veränderungsvorschläge haut gestimmt und das ist aber ganz klar ein Schritt nur 4 zu der aktuellen Reglementation und das sind auch ganz wertvolle Elemente, die man da durchschreiten. Die Revision von der Legislation, die soll vorgesehen sein bis 2023. Merci. Es scheint kein weiter Fragen zu gehen. Wenn ich das so richtig gesehen. Keine weiteren Fragen? Man nicht noch Abwerbsreklam, man wir haben den 9. Dezember, lot nächste Woche, haben wir eine Konferenz am Forum Da Vinci über dasselbe Thema Vollbremsung für deren Transporter, Ausrufungszeichen, Fragezeichen. Und das ist den 9. Dezember um 6 Uhr. Da sind dann natürlich auch herzlich willkommen, wieder live. Wir werden doch online streamen, wo wir aber nicht nur mit Östo dann dabei sind, mehr aber auch wirklich Experten, den Alexander Rabic, der das wirklich Expert aus Österreich von deren Transporter, die ganz viel um Terra war, und Iris Baumgärtner von Animal Welfare Foundation, die ganz seit 20 Jahren unterwegs 100 Kamion mehr auf Schiffer für die Situation zu gucken. Dann ist aber auch unser Landwirtschaftsminister dabei, der Roman Schneider, Chantal Gari ist dabei, und dann aber auch von den jungen Bauern, also auch dabei, wo ich auch ganz besonders froh bin, dass dann dabei ist. Okay. Vielmals merci, Madame Metz. Jetzt schenkt kein weiter vor, mir zu gehen, dann soll ich auch ihr merci für Ihren Ältere.
wünschen hier noch einen ganz schönen Mitten an bis geschwind dann ob in einer weiteren Pressekonferenz oder ob an der Platzen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. An wenn man es nicht mehr sollte gesehen, auch dann schön Feiertag, gute Rutsch, bleibt gesund. Merci für das Interesse, ihr alle gut und dann noch alles gut.